Moin alle gut zusammen, willkommen bei einem neuen Review über ein klassisches Lego-Set. Heute wollen wir uns die Set-Nummer 6379 aus dem Jahr 1983 gucken. Eine Tankstelle, 243 Stücker groß, mit 3 Minifigurinnen, 2 Autos und einem Motto. Gucken wir uns für die Minifiguren an. Und zwar die alten 3. Ganz normal, ganz einfach. Heute Mechanicien, die Verkäuferin und der Motorradfahrer. Die 2 Häuser bedruckt. Auch nur 4. Haben ganz klassisch nicht. Das war eben die Zeit so. Aber sie sind noch ziemlich proper, die alten 3. Gucken wir uns die Autos nach an. Fangen wir vielleicht mal Motorrad an. Voilà. Und nichts Besonderes. Den typischen Motor aus den 80er Jahren. Hat seine Schutzscheibe. Die ist eigentlich ganz flott. Das ist aber kein Rennmotorrad. Dann kommen wir halt zum Aufschläfern. Die kleinen Labeln hier am Set hat ihre Produktion und just den großen Hai. Das ist noch ein Original. Ja, das ist ein Aufschläfer. Putzig, ein bisschen klein, hat keine Rausch, ein bisschen mehr groß sein. Das ist sicher. Sie können ein bisschen besser lesen. Aber er erfüllt in diesem Fall seinen Zweck. Und dann kommen wir zum Auto. Und er ist extra in sich, also ganz klassisch für die Zeit da. Platz für eine Figurine, und immer in der Sitzreihe dran. So wie ihr seht. Ich kann natürlich auch machen, den Dach. Du seid dann der Sitz. Steuerrad. Tiere können das auch machen. Und was für dieses Set ein bisschen wichtig ist, ist Motorradsauf. Die kann ich noch abklappen. Da ist natürlich kein Motor dran. Aber das ist symbolisch gedurcht. Gucken wir uns mal eine Tankstelle an. Wenn wir die ersten positiven Dinge als so ein Baseplatte. Und da war ein relativ flott mit Zebrastreifen, ungedeuter Straße. Ich fand flott, dass es so ein bisschen über die Straße geht. Den Dach, den ist ziemlich stabil gebaut. Mit 2 Pumpen hier. Das kann ich auch gut aufpacken. Hier haben wir dann wahrscheinlich so Ersatzräder, was das auch so durchstellen. Hier, die toten Teile, die sind gedruckt. Da ist Sticker drauf. Bemerkenswert auf dem Set waren hier drinnen, und zwar die Technikbrechsen da mit einer Länge von 1,16. Das flott so groß zu fahren. Und sonst war nichts Spezielles da, außer zu Hinspläten für die Rampe zu simulieren. Die ist eigentlich flott gedreht. Da drüber kann ein Auto sitzen. Wen Drop kennt, weiß ich nicht. Da hätten sie ein bisschen anders, wir hätten sie noch ein Plate nach drinnen müssen, dass sie ganz rauf geht. So kann nächsten so rauffahren. Und dann das Ganze an die Lut gesagt. Voilà. Irgendwie. Das ist hier ein bisschen gelitten mit der Zeit. Die Hinspläte, die sind nicht ganz so fest. Voilà. Aber der Fähr ist flott. Da kann ich dann noch sein Garagist dabei stellen, den dann unter dem Auto kann schaffen. Ein bisschen weich, also für mich einfach zu hantieren. Flott fand ich auch die Idee von der Mauer hier. Mit dem Werkzeug, mit einem Bier, einem Schöpf, Schlüssel, so einem Zahn. Und dann haben wir geschafft mit der Käse. Das ist ein bisschen relativ einfach durchgestaltet. Heute hatten sie noch vielleicht irgendwo eine Kaffeemaschine an Bord. Weil mich ein bisschen steuert. Sie haben die Dave von 4 Noppen. Das ist ein bisschen wenig. Aber zum Beispiel unser Hai, Käse, die ist auch bedruckt. Dann unser Hai an so
wat das soll verschlecht urlech Bidon sinn oder so oder Gedränks durchstellen. Das ist Fantasie los. Losin erzählt, dass der heute relativ einfach gehalten auf verschiedenen Aspekten. Aber sie erfüllt ihren Zweck an die heute Tankstelle von den Dünner stellt, die weiß bist du hast das stell den du hin an tu den App für sie suchen. Natürlich staute sie ein bisschen einfach gehalten, eben typisch 8 Jahren, obwohl doch durch schon ein bisschen besser gesehen, mir sie erfüllen ihren Zweck. Lego gibt die Möglichkeit, Tankstelle zu holen. Du hast einen Stroß dabei, du brauchst nur nicht 40 stellen, dass du einen Stroß hast. Sie hast du. Du hast dein Aufschläfon. Den natürlich kann in ein Auto drunter hängen, das ist kein Problem. Auch wenn ein bisschen kleiner ist. Du hast auch dein Auto, den auch die Möglichkeit bietet, ein Motto zu schaffen. Du hast dein Geschäft dabei, den Case dabei, 3 Figurinen. Natürlich ist auch ein kleines Motorrad dabei. All das ist ausgelegt als Spielzeit, das ist auch gut. Ich hätte gerne nämlich gerade einen Vergleich zu machen mit der neuen Tankstelle der 60257. Leider mein Junge ist nicht, die will sie nicht. Ich sammle kein neues Lego. Dafür, das ist ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne einen Vergleich gemacht, wie sich so eine alte Tankstelle von über 30 Jahren gegen eine neue Tankstelle kann behaupten. Ob wirklich Lego da so viel Fortschritte gemacht wird. Laut den Videos und Bildern, die ich gesehen habe, gebe ich gesagt, lebe die heute nun. Wir brauchen das aber zum die länger Pferde gut. Viel mehr als nur nicht zu so über das Tankstelle. Das ist ein Flott. Sie passt sich ganz gut an eine Landschaft an, wenn in so einen Staden durchgekriegt hat mit Letter Baseplate, passt das wunderbar. Sonst wäre nicht effektiv nicht viel darüber zu sagen. Sehr stabil. Der Aufbau war ziemlich einfach. Den wo ein bisschen schwierig war, das waren die Seilen oder die durchsichtigen Seilen, das war auf der Instruktion nicht ganz genau zu erkennen, da ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hoffe mal, dass es so richtig ist, war nicht. Das ist aber gut. Heinach ist eine Sache, schon leider die Instruktion nicht komplett, das fällt mir ein bisschen auseinander. Aber ich denke, das heute Blätter verweisen, die letzte Zeit. Ich hoffe, dass das nicht so viel spiegelt. Da gibt Lego noch ein paar flotte Ideen für als Alternativsetten, die auch gar nicht unbedingt mit einer Tankstelle müssen zu tun haben. Zum Beispiel das Boot hier. Oben. Innen die kleine Kammer für die Leitungen zu flecken. Oder hier, wo sie die Stroh abprappeln. Das ist eine ganz flotte Idee, fand ich. Hier also so wie einen kleinen Imbiss. Hier werden natürlich zwei Tankstellen drin. Ein bisschen ähnliches abgebaut, ein bisschen klein. Eine Werkstatt. Also eigentlich ganz flott. Voilà, ich hoffe nicht, dass das Review euch gefallen hat. So nicht merci, dass ihr geguckt habt. Bis zum nächsten Mal.